Morning in the morning. Oh mein Gott, ich habe 3 Stunden geschlafen und muss jetzt wieder Volleyball spielen. Ja, Speechgrün Wochenende. Wo ist mein Lack? Mir tut alles schon weh von gestern. Hey zusammen, mein Name ist Jenny. Mein Name ist Flavia und heute geht es nicht um unsere Geschichten, sondern um euch da draussen. Wir haben euch nämlich nach euren Dilemmas gefragt und die tun wir heute auseinandernehmen. Wen Fisch? Sorry! Wen Fisch? Leute, ich glaube, wir fangen an. Jenny ist eben am Kauen, wenn ihr es hört. Jetzt nicht mehr. Wie heisst das schon wieder, wenn man so Geräusche geil findet? Nein, eben nicht. Es gibt so einen Phobie oder so, dass man das genau nicht gut findet. Aber du hast das Geil. mal im Podcast gesagt. ASMR. Ja, genau. Also ASMR ist nicht nur Essensgeräusch. Aha, allgemein ASMR kann auch so sein, zum Beispiel, warte. Wasser. Zum Beispiel das. Achtung. Oh, das sind aber sehr geil. Das ist ASMR. Hat gut getan, oder? Ja, halt auf Kopfhörer. Und sehr laut. Oder was ist noch ASMR? Papier. Warte. Das ist fast ein bisschen zu schnell. Ja, ich kann nicht mehr, sonst habe ich meine Notizen. Rissen. Ja, auf jeden Fall. Shit und Shine, Leute. Genau. Was hast du mitgebracht, Jennifer? Wirklich, gestern Abend. Du hast einen Shit mitgebracht in dem Fall. Meine ich das nur oder bringe ich immer Shits mit? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Übersicht nicht. Ja, ich auch nicht. Zähl da nicht mit. Nein, ich habe meine Notizen. Aber tell me. Also, ich bin gestern unterwegs gewesen. Schreibt mein Vater in Familienchat. Jennifer. Also auf Hochdeutsch schreibt er. Jennifer, warst du am Sonntag, 13. Juli um 15 Uhr Richtung Zürich unterwegs? Ja, du bist ein Blitzer. Und wenn so eine Frage im Familienchat kommt, denke ich schon, oh fuck. Ja, in dem Fall hat es mich geblitzt, oder? Nachher ich so, ja, das bin ich gewesen. Hat es mich in dem Fall geblitzt. Nachher habe ich gerade gecheckt, ja logisch hat es mich geblitzt, sonst würde ich das ja nicht schreiben. Habe ich gerade gefragt, wie viel kostet es? 180 Stutz. Ui, bist du in der Stadt? Nein, sicher nicht in der Stadt. Ich bin auf der Autobahn, habe ich das 80er-Schild verpasst. Und ich bin nicht 100 gefahren, ich bin 99 gefahren. Und 180? Höher? Ja. Krass. Ja, das kostet viel. Auf der... Oh, scheiße. Also ich bin ja auch 19 zu viel gefahren mit 3 Abzügen. Ich bin 16 km/h zu viel gefahren. Das ist schon... Aber auf der Autobahn hätte ich es nicht gedacht. Ach nein. Also es ist auf der Autobahn ist ja meistens auch, glaube ich, bin mir jetzt nicht so sicher, aber die Busse tendenziell weniger, also auf der Autobahn ist es viel weniger schlimm, wenn du 10 km/h Aber genau. oder 5 zu schnell fährst, als wenn du in der Innenstadt 5 oder 10 schnell Ja, darum zu schnell finde ich fährst. 180 sehr viel. Ja, aber ich bin ja auch 16 zu viel gefahren. Es ist mega viel Geld, es hat mich mega gefreut, ich war so dumm. Und weißt du was, haben wir an dem Tag gemacht? An dem Tag haben wir die Folge aufgenommen mit dem Schwangerschaftsabbruch, wo Selina erzählt hat, dass es sie zweimal geblitzt hat. Oh. Und ich bin mit ihr da ins Studio gefahren, an dem Sonntag um 3. Oh nein. Das heisst, ich bin da angekommen, wir haben irgendwie gesagt, ich habe noch gesagt, oh, das würde mich so reuen, so Blitzer. Und an dem Tag hat es mich geblitzt, auf dem Weg ins Studio. Hat es mich geblitzt, ich habe es nicht mal gemerkt am Tag. Ich will ja, wenn wir jetzt grosses Budget hätten, würde ich sagen, komm, wir nehmen das auf Fiasco Famoso-Rechnung, aber... Ja, so dumm, ey. Aber hast du schon gezahlt? Ja, ich habe es schon gezahlt. Okay, gut, ist schon weg. Und das ist jetzt Girl Math. Nachher schaltet bei mir Girl Math ein und ich denke mir so, wo kann ich jetzt wieder 180 Stutz sparen, dass ich das wieder reinhole? Mhm. Mein Hirn ist dann so, okay, die 180 wird in die Strasse wieder investiert und dann habe ich eine schöne Strasse. Die müssen ja auch irgendwie Geld ich machen. denke mir so, okay, was tue ich jetzt als nächstes verzichten? Ich habe mir schon gedacht, auf wie viele Kaffees müsste ich jetzt verzichten, dass ich die wieder reingeholt habe. Aber so hole ich das Geld ja nicht rein. Das ist einfach sowieso schon weg. Ja, das ist Girl Math. Das ist Girl Math. Etwas, was keinen Sinn macht. Ja. Oh man. Oh well, ja, das ist mein Shit auf der Woche. Auf der Woche. Of the Week. Ich habe einen Shine of the Week, beziehungsweise so ein bisschen einen Schmunzler. Und zwar, wir haben ja die Umfrage, wo wir heute eben eure Inputs und Dilemmas besprechen, postet. Und dann kann man sich auch anonym melden. Genau. Also ich habe fast nichts anonym bekommen. Ausser Ich habe nur anonym Sachen bekommen. ausser der Nachricht, wo heisst, ich gebe noch einen Hintergrund, when you coming to London so we can go on a date. Ah ja? Und
Also warte, schnell, das hast du anonym bekommen? Ja. Und ich weiss, wer das ist. Weißt du, wer ist das? Nein. Das ist der irische Musiker. Von dem hast du auch schon im Podcast erzählt. Ja, ich erzähle für die, das ist schon länger her. Ich habe mal, als ich noch beim Tele Zürich gearbeitet habe, für den Valentinstag so eine Umfrage müssen machen auf der Stimmt. Straße. Und er hat nachher zum Thema Liebe etwas gesagt. Keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, hey, wenn du willst, kann ich dich auf die Gästeliste tun. Für mein heute Abend. Genau. Und dann bin ich mit einer Kollegin gegangen und dann haben wir mit ihm auch noch geredet und so. Ist mega Also am Ende von deinem Arbeitstag sind wir noch das Konzert. Genau, und er hat sogar noch dort auf der Bühne so gesagt, ja, lustig, heute bin ich vom internationalen Fernsehen, hat er gesagt, dabei weiss er ja, also einfach Zürich. vom Tele Zürich, interviewt worden zum Thema Liebe und eben hat mich eine Journalistin gefragt und ich habe ja dort im Publikum ich so, hi, I'm the journalist. ja, und er so, you're here. Auf jeden Kann Fall. mich erinnern. Also es ist nichts, dort bin ich auch noch in einer Beziehung gewesen. Er ist einfach ein... Also das ist auch gar nicht flirty oder so gewesen. Nein, also ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass er mich glaub, cool findet. Also hat auch eine Kollegin gesagt, aber nicht... Und woher hat er jetzt gewusst, dass du Single bist? Ich weiß nicht, ob er das weiss, aber wir Wahrscheinlich folgen... von deinen Ferien angenommen, weil er gesehen hat, dass du allein in Ferien bist oder so. Ja, Keine Ahnung. vielleicht. Und ich weiss einfach, weil er hat die Story eben geliked. Darum habe ich gedacht, wer redet Englisch und er wohnt gerade in London, das weiss ich. Also du weißt es ja nicht for a fact, dass es Nein. er war, aber most probably. Genau, ja. Ja. Ich habe es lustig Okay, lustig. gefunden. Ja, lustig, weil die Leute draussen haben ja auch schon von ihm gehört, falls sie alle Folgen schon gelost haben. Ja, Oder wer genau. alle Folgen schon gelost hat, kennt die Story vielleicht noch. Genau. Lustig. Ja, ach du Heilige. Ja. Ja, aber eben, wenn wir schon bei so Inputs sind, du hast eben andere anonyme Inputs Genau. bekommen. Wie die Flavia schon gesagt hat, haben wir ja einen Community-Aufruf gemacht, weil das ist die 30. Folge Fiasko von Mosa und darum haben wir gedacht, weißt du was, zur Feier des Tages machen wir eine Community-Folge und fragen unsere Community. Oh, noch keinen Namen hat. Was einfach, wir haben gedacht, wir reden in dieser Folge über eure Geschichten. Was ihr uns so inputet oder ein Dilemma, das ihr uns schreibt, wo irgendetwas, wozu ihr unsere Meinung hören wollt. Und genau, ich habe nur anonyme Inputs bekommen, was auch voll okay ist. Und ich würde gerade gerne mit einem starten. Yes. Also, ich lese gerade mal vor, was sie geschrieben hat. Oder er. Auf jeden Fall. Das wissen wir gar nicht, oder? Nein, ist anonym. Ja. Genau. Die Person schreibt: Ich habe 2 Jungs, mit denen ich was anfangen könnte. Aber sie sind so verschieden. Ich kann mich nicht entscheiden. Mit Person 1 kann ich stundenlang über Gott und die Welt reden. Wir haben die gleichen Ansichten und den gleichen Humor. Mit ihm ist es immer lustig und es fühlt sich vertraut an, weil wir uns schon länger kennen. Das Problem bei ihm ist, er hat sein Leben nicht im Griff. Bei Person 2 ist alles noch neu. Wir haben uns erst 3-mal gesehen, er ist vom Aussehen voll mein Typ, hat sein Leben im Griff, ist voll der Gentleman, aber er ist 4 Jahre jünger als ich und diese Vertrautheit ist noch nicht da wie bei Person 1. Aber das ist ja normal ganz am Anfang. Fragezeichen. Das muss man noch aufbauen, oder? Fragezeichen. Humor ist mir enorm wichtig und bei Person 1 lache ich viel öfters als bei Person 2. Ich fühle mich zu beiden hingezogen, aber weiß einfach nicht, was ich machen soll. ... Hilfe! Fragezeichen, Brüll-Emoji. Also ich weiss schon welche. Weißt du auch welche? Also wir können nachher darüber diskutieren, aber Also, was ist dein Take? Person 1. Ich hätte jetzt auch gesagt Person 1. Vielleicht musst du das da aussen, wenn du das hörst, jetzt einfach hören. Aber Also in jetzt, dem Fall ist es für uns beide glasklar. ja, weil... Aber Person 1 hat sein Leben nicht im Griff. Aha, das ist der Das grosse ist der. Punkt. Das ist der. Ja, aber Geld da bräuchten wir jetzt auch, aber da können wir jetzt interpretieren, Leben nicht im Griff. Was heisst das echt? Was heisst das? Also was verstehst du unter... Wann wirst du über eine Person sagen, ich glaube, die Person hat das Leben nicht im Griff? Wenn sie jetzt nur kein Ziel hat, Kein Ziel. also es müssen nicht grosse Ziele sein, ich will dort bei dieser Firma dort arbeiten, sondern so ein bisschen eine Perspektive. Auch wenn Also sie... ich habe gerade im Moment keine Perspektive. aber ich habe du mein Leben bist- nicht im Griff. Aber du bist dich am Bemühen, am Überlegen. Weißt du, so einer, der jetzt nur die chillt und ja, ich finde auch, wenn man jetzt die ganze Zeit daheim gamet und so in den Tag hineinlebt und Ja, ich glaube, das in den Tag hineinleben. zu lang. Oder so
oder so kein Ich finde auch viel wichtiger, oder für mich ist eher so, wenn jemand sein Leben nicht im Griff hat, so gewisse Deadlines und Rechnungen oder so Sachen nicht im Griff haben. Ja, Zum so Beispiel- gar nicht. So ab und zu ist ja... Ja, nein, sicher. Ja, sicher ab und zu, aber so also Termine ständig verpassen, immer zu spät kommen. Ja, und das Härte natürlich, Das. keine Ahnung, wenn Drogen im Spiel sind oder so. Ja, das sowieso. Aber das hoffe ich jetzt mal Das da hoffen wir nicht. jetzt Also da so auch à la nicht, ja. zu extrem. Aber eben, wenn sie jetzt... Das ist eben schon... ist schon aber unattraktiv. Über die Person schreibt sie eben, eben, sie können stundenlang reden, sie haben die gleichen Ansichten, den gleichen Humor, es ist lustig, es fühlt sich vertraut an. Vertraut? Jetzt habe ich vertraut. Ja. Sie kennen sich schon länger, aber eben das einzige Problem, das sie beschreibt, ist, er hat sein Leben nicht im Griff. Und bei der anderen Person ist einfach alles noch eher neu, äußerlich sehr ihr Typ oder dieser Person ihr Typ, hat sein Leben voll im Griff, voller Gentleman, aber 4 Jahre jünger. Das sagt mir aber auch so. Ich weiß nicht, wie alt die Person jetzt ist, die das geschrieben hat. Aber 4 Jahre ist ja nichts. also ich weiß auch nicht. Ich kenne also jemanden in meinem Umfeld. Also kommt darauf an, auf welches Alter wahrscheinlich. Wenn sie 22 ist und die andere Person 18 ist, wahrscheinlich schon ein Unterschied. Ja, aber das ist jetzt nicht ihre Frage. Ja. So ein bisschen wegen dem Alter. Das Was können wir soll jetzt... sie machen? Ja, aber ich bin immer noch für Person. Ich meine, Also wenn ich du würde sagen- Humor, oh mein Gott, ist das wichtig und stundenlang reden, Aber das, kann ist ja ja bei das Person, Schönste. das kann ja bei Person 2 auch möglich sein, nur weiss sie es nicht, weil sie ihn ja noch nicht so lange kennt. Das ist aber auch ein grosser Faktor, so ja, der frische... Der frische Kick. Einfach so der... Immer wenn man eine neue Person kennenlernt und man sieht am Anfang eher halt Green Flags, so nach... Ja. Ja, ich meine vielleicht... Also man darf nicht blind sein für die Red Flags, ja. Ja, aber vielleicht nach 3 Mal weisst du vielleicht noch nicht gerade, ob er wirklich auch das Leben im Griff hat, so wie sie das will, Ja, weißt du? fair. Oder so, wie sie das beschreibt. Ja, Es ist noch schwierig, wenn man nicht so viele Details kennt. nein. Ich würde sagen, wenn keine Drogen, kein Alkohol im Spiel sind und die Person ihr Leben in dem Sinn nicht im Griff hat, dass du das Gefühl hast, irgendwann könnte er demnächst schon eine Kurve kriegen, dann go for Person 1. Ich würde auch sagen. Oder? Ja, ich würde schon auch sagen. Okay. Ja, und auch à la «Hast denn du das Leben im Griff?» In Anführungszeichen, wo das geschrieben hat. À la, eben so ein bisschen, wir haben doch alle, ich finde es eben manchmal noch frisch. Es gibt eine Frische rein, wenn nicht wenn die andere Person auch ein bisschen Auch nicht perfekt ist. nicht perfekt, findest du, das Leben im Griff haben, also in dem Fall sagst du, das Leben im Griff haben ist perfekt. Nein, Nicht? nein. Also das Leben, für mich ist nicht die Definition, das Leben im Griff kann gleich perfekt sein. Okay. Also das ist es überhaupt nicht. Okay. Nein, aber so ein bisschen, das auch nicht zu eng sehen. Ja, voll. Ja, das können wir halt jetzt wieder wissen, was sie meint mit dem. Nein, und wir Ich glaube, zwei da lohnt sich sind... nicht so noch weiter darüber zu reden, Nein, was das das stimmt. bedeutet. Das stimmt. Aber ja, wir würden sagen, Person 1. Person 1, ja. Falls Okay. da Updates gibt, gern, also... Ja, Gerne schreiben, ja, in die Kommentare oder wieder anonym. sagen nichts. Okay, das nächste Thema oder der nächste Input ist eher ein bisschen etwas heavy. Die Person schreibt, was machen, wenn man das Vertrauen in jemanden unwiederbringlich verliert. Ich habe vor einem Zeitchen herausgefunden, dass mein Vater meine Mutter betrügt und kann ihn seither nicht mehr im gleichen Licht sehen. Das ist tough. Sehr. Mehr Infos haben wir nicht. Nein, das ist alles. Wegen ob er das immer noch macht. Ja, egal, das ist eigentlich... Das ist eigentlich egal, weil sie schreibt oder er schreibt. Die Person schreibt, dass mein Vater meine Mutter betrügt und kann ihn seither nicht mehr im gleichen Licht sehen. Die Frage ist, wie oder was würden wir machen, wenn man das Vertrauen in jemanden unwiederbringlich verliert? Oder sich zumindest jetzt so anfühlt. Als wäre es Unwiederbringlich heisst... Es ist kaputt für immer. Ja, das wäre auch mein erster Take. Also das Vertrauen vom Anfang wird ja nie wieder zurückkommen. Ja, egal, was wahrscheinlich. man macht. Ja. Hier ist natürlich auch, wie ist das alles kommuniziert worden? Ja, das wissen wir halt nicht. Eben, aber wir können ja eine These ein bisschen aufstellen. Nein, das lohnt sich ja nicht. Was willst du da also Ja, sonst kann ich nicht philosophieren. Weil es kommt ganz darauf an, wenn jetzt... Ich will nicht auf meine Familie eingehen, aber wenn ich mir jetzt sie vorstelle oder er vorstelle und der Vater tut das am Familientisch... Also sie schreibt,
herausgefunden. Aha. Heisst ja nicht so, dass die Person das Ja, das hast du aber nicht geschrieben. Doch, Vorgelesen. vor einem Zeitchen herausgefunden. Ich habe es genau das so habe ich. vorgelesen. Okay, sorry. Das habe nur, ich habe das Ohrenspitze, überhört. Flavia, nein. Sorry. Ja, auf jeden Fall. Es ist so schwierig, weil, also ich glaube, was man zuerst mal kann sagen, was sagt man Also da? zuerst mal sagen wir, es tut uns leid. Zuerst mal, ja. Also es tut uns leid, dass du das so etwas hast müssen erleben. Das ist wirklich, das wünscht mir keinem so eine Erfahrung. Plus bist du halt indirekt betroffen. Eigentlich ist ja... Ich habe mir überlegt, so die Beziehung zu den Eltern, in Anführungszeichen geht mich nichts an, aber es geht dich halt etwas... Es ist Weil halt es sind deine Eltern. ja, eine Vertrauensperson, ja. Und Also ich meine, wenn man seine Eltern gerne hat, dann will man ja auch, dass sie es zusammen gut haben. ja, und ich stelle mir dann vor, weißt, ergreift man irgendeine Partei von der Seite, also Ja, wahrscheinlich ja schon. In dem Fall ist ja der Vater, der die Mutter Schlechtes da hat. ja, aber eben, wir wissen, ja, oh mein Gott, ich kann, Was wolltest du sagen? Ich habe das Gefühl, du hast deinen Punkt noch nicht übergebracht. Was liest du? ich habe einfach, ich habe mir das Szenario überlegt, aber in dem Fall besprechen wir nicht so das Szenario, weil das nicht der Punkt ist. Also doch, du kannst schon ein Szenario aufbringen. Das Szenario wäre gewesen, also es stimmt, sie hat geschrieben, ich habe herausgefunden. Ich weiss nicht, wie sie es herausgefunden hat, aber Oder wenn, er, wir wissen ja nicht einfach die Person. ja, eben die Person sie. Mhm. Und wenn es er jetzt gesagt hätte, der Vater, ich bin halt ein bisschen beeinflusst. Ich habe gerade in der Ferien ein Buch gelesen über Treue. Und das Buch heisst «Treue ist auch nicht die Lösung». Und dort ist halt mega besprochen worden, wieso, ich will jetzt dieser Person nicht eben zu nahe treten, aber wieso sagt man das überhaupt? Ist halt auch besprochen worden. Weil, Und was ist im Buch gesagt worden dazu? Also im Buch ist gestanden, wenn man jemanden betrügt, ob man das überhaupt sagen soll. ja, weil wenn es jetzt einmal war, dann ist das grössere Übel, um das zu erzählen, weil dann geht es dieser Person gegenüber schlecht. Ja, aber du kannst ja vielleicht, es geht ja, also die Person, die das gemacht hat, kann ja vielleicht auch nicht mit dem schlechten Gewissen das Leben lang leben. Das ist ja mega egoistisch. Und die andere Person kann nachher nie mehr damit leben, dass sie weiss, dass sie betrogen worden ist. Ja, aber wenn die Person es erzählt, kann die Person, die betrogen wurde, ist ja wenigstens entscheiden, was sie jetzt macht. Ich finde es nicht erzählen ist sehr egoistisch. Schon? Weil du entscheidest ja dann einfach so über die andere Person hinweg. Ja, aber wenn es jetzt ein Ausrutscher gewesen wäre. Also, Fremdgehen ist nie ein Ausrutscher. Für das entscheidet man sich. Ja, aber trotzdem, man hat auch schon blöde Entscheidungen getroffen, wo man nachher bereut hat. Und wenn die Person nachher mega fest bereut, sie weiß nicht, wieso sie das gemacht hat, an dem Abend, wieso... Also ich bin Team darüber reden. Ich bin auch immer Team darüber reden, bis mir eine Kollegin gesagt hat, Flavia, ich würde es nicht sagen. Weil wenn ich mega bereue, dann lebt die andere Person immer damit und die Beziehung ist eigentlich zerstört in den meisten Fällen für einmal ein Zeitchen. Beziehungsweise Leute, die ich aber dann bist du ja selber schuld. Ja, aber die andere Person, Ja, ihre Selbstwert ist nachher im Erdboden aber darum ist ja so versunken. scheiße. Darum ist ja so scheiße in the first place. Ich finde, wenn man so einen Fehler macht, muss man schon auch dazu stehen und können oder müssen bereit dazu sein, um die Konsequenzen zu tragen. Eben, Konsequenz werden. Ich muss jetzt mit dem leben, dass ich das nicht erzähle. Ich muss allein mit dem klarkommen. Anstatt... Ich kenne Ich das. weiss, was du meinst. Im Sinne von, die Person, wo betrogen wird, muss dann auch mit den Konsequenzen leben, dass jetzt die Beziehung kaputt ist, obwohl sie nichts gemacht hat. Ja, mega. Ja, aber die Person... Ja, aber daran ist halt die Person schuld, die den Scheiß gemacht hat. Ich weiss einfach nur Zivadili Ring Podcast. Ich weiss, Ivan weiss, sie Eisner hat wird es nicht darüber wissen. Das weiss sie, wenn sie betrogen Nein, Maya würde es doch nicht wissen. Egal. Ich weiss es nicht mehr. Aber Oder, eben, weiss nicht mehr. das ist halt, darum bin ich irgendwie so ein bisschen... Also ich finde, sagen jetzt, weil ich finde, das zurückzubehalten, als Geheimnis zu behalten, also das auf gut Deutsch fickt doch deinen Kopf aus. Ja, selber schuld. Selber schuld. Ja, aber Denke ich so jedem. kannst du auch keine glückliche Beziehung weiterleben. Denke ich auch. Eben. Darum, früher oder später muss man ja sowieso darüber reden. Ich wüsste nicht, was Und ich dann würde finde ich, machen. dann finde ich, sollte die Person entscheiden, die betrogen wurde, ist, ob sie jetzt da wirklich auch das beenden will oder Ja. dieser Person verzeiht. Und da kommt es dann halt natürlich um die Umstände drauf an. Mega. Aber ich finde, eben, so etwas passiert einem ja nicht aus Versehen. Wenn man auf jeden Fall jetzt zurück zu den Eltern geht, habe ich mir einfach gedacht,
Scheiße, Ich hoffe ja, wir sind für voll abgeschweift alles vom gut. Thema. Es ist ja- die Person... wenn deine Eltern, ich hoffe einfach, dass deine Eltern dich. Meine Traumvorstellung von dem blöden Problem ist, dass deine Eltern dich als Kind nicht lassen. Lass spüren, was sie jetzt für eine Dynamik haben. Es geht doch, aber nicht sich dass kein Vibe entsteht, so du musst dich jetzt entscheiden, so du bist jetzt Team Mami oder Team, weißt du, so ein bisschen, auch bei einer Trennung. Dass zum Beispiel die Mutter nicht böse ist auf das Kind, wenn sie den Papi trotzdem gerne will sehen oder so Sachen. Ja, oder wenn, ich habe mir noch überlegt, vielleicht, auch wenn es mega, mega hart ist, dass er das gemacht hat, wenn du vielleicht kannst du irgendwie seine Situation verstehen. Vielleicht gibt es ja... Ich glaube nicht, das tut doch so weh. Ich weiss, Weil aber... es ist nicht so, als würde ihre Freundin das erzählen. Es sind deine Eltern. Ja. Also ich würd irgendwie sagen, probier vielleicht eben mit vielleicht sogar über Professionellem darüber zu reden, wo sich so Fälle auch schon oft angelassen hat. Also ich finde immer, reden hilft mega. Sei es jetzt mit Freundinnen oder mit wem auch immer, aber vielleicht ich meine, das kann ja auch, ich weiss auch nicht, ein Trauma wecken oder irgendwelche Issues bei ihr holen oder bei dieser Person holen. Weißt du, so Vertrauens... Also ich habe eher das Gefühl, es ist für die Zukunft, ja. Eben, dass die Person nachher Probleme hat, irgendwie zu vertrauen, weil sie das in der Familie erfahren hat. Darum ist es vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, mal eine Sitzung zu haben bei jemandem professionell und einfach darüber zu reden, so, wie soll ich jetzt mit dem umgehen? Ja. Richtig. Und für auch in der Zukunft. Weißt du, dass ich das irgendwie jetzt, vielleicht ist es ja frisch, aber auch in einem Jahr und immer wieder damit kann irgendwie umgehen. Und auch, Weil das, was vorher war, kann dieser Person ja wie niemand mehr zurückgeben. Auch. Genau, also das ist wie, du musst der Realität in die Augen schauen, dass das halt wirklich nie mehr so wird wie vorher, weil das passiert ist. Aber auch, dass eben du, wo indirekt betroffen ist, dass du auf dich schaust und auch dein Wohlbefinden, weißt, dass du Klar, nachher nicht so caring nachher bist zwischen den beiden, deinen Eltern, weil sie müssen das auch mit sich selber ausmachen Ja, und du bist genau, halt das Kind. ja, genau. Es ist nicht, also schon klar, machen sie es ein bisschen zu deinem Problem im Sinne von, dass es dich verletzt, aber es ist nicht dein Problem, das du musst lösen. So. Du bist betroffen, je nachdem auch, wenn du nur die lebst, keine Ahnung. Aber es ist nicht, ja, direkt dein Problem. Ja, und was mir jetzt auch gerade in den Sinn kommt, ist eben, wir zwei finden es jetzt irgendwie relativ schwierig, auf das irgendwie die richtigen Worte zu finden. Vielleicht habt ja ihr in der Community, die jetzt zuhört, 2, 3 Sätze, die ihr da dazu dieser Person gerne schreiben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, weil wenn die Person dann die Folge liest, kann sie Kommentare dazu lesen. Also wenn ihr da irgendetwas findet, das und das haben Jenny und Flavia jetzt nicht gesagt, wo ich finde, das sollte man noch sagen, dann schreibt es unbedingt. Ich meine das jetzt nicht, damit wir Kommentare bekommen, sondern wirklich, dass die Person vielleicht auch noch einen Gedanken-Input bekommt. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, viel Kraft in der Verarbeitung von dem. Ja. Schau gut auf dich. Ja, auch. auf dich. Dich nicht vergessen. Genau. Hey, wenn wir zum Auflockern ein bisschen Language School machen? Ja, dann Flavia ein bisschen lächerlich machen. Heisst das eigentlich? Ich fange jetzt... Was, du hasst das? Nein, heisst das eigentlich? Aha. Indirekt. Oder es heisst, je nachdem wie du es framest, schauen wir mal, wie gut Flavia ist. Schauen wir mal heute. Ich bin schon länger im getestet worden. Ich freue mich sogar. Also, sehr gut. Ich habe dir wieder mal 3 Wörter mitgebracht. Und das erste ist Goat. Mhm. Das zweite ist Drip. Mhm. Und das dritte ist 8. Ja. Okay, hast du schon irgendeinen Guess? Willst du schon mal einen Guess abgeben in der ersten Runde? Goat ist negativ. Drip ist cool. Also nicht übersetzt. Also übersetzt oder in der Bedeutung? Drip ist etwas, das würdest du nicht so etwas, wo scheiße ist, sagen. Es ist so cool etwas. Okay. Und 8. 8. 8. Wie schreibe ich das? A-T-E. 8. I ate, also Vergangenheit Form von Essen. Genau. Ich will einen Satz zu 8. Bevor ich einlogge. Okay. Mein Beispielsatz ist Flavia, you ate. Oh, das hilft mir nicht, Mann. Flavia,
Oder irgendwie, vielleicht eher so eine Situation. Zum Beispiel, ich hatte ja letzte meine Prüfung gehabt, und wäre ich mit einem richtig guten Gefühl aus dieser Englischprüfung rausgegangen, hätte ich auch können sagen, I ate this exam. Mhm. Also, Mhm. die Prüfung Aber hat es irgendwie kommt schon mich von Essen. gefressen, aber ja. Ja, es kommt von Essen. Okay. Also dann, du tust eigentlich 3 Beispieldinge noch dazu, oder? Willst du Beispielsätze, bevor du Nein, irgendetwas sagst? Du tust ja amix Ich auf sag- Deutsch deine Dinge sagen. Definitionen. Ja. Ja. Die kannst du gerne sagen. Also, das eine ist, wenn man jemandem ein Kompliment will machen, zum Beispiel zum Outfit. Dann sagt man, boah, Ja, das ist jetzt du hast mega... Und dann das Wort. Mhm. Oder irgendwie, boah, das Outfit Ja. hat richtig. Ja. So. Das andere ist, eben so von wegen, habe ich ja jetzt wie schon gesagt, das mit Eight. Mhm. Und das andere ist, so zum sagen, das ist das Beste. Das oder die Person ist in dem, was sie macht, Mhm. der oder die Beste. Mhm. Also jetzt ist es ja ein bisschen offensichtlich, aber mir ist Das jetzt ist schon ein gerade paar in Mal den Sinn gekommen, offensichtlich gewesen und du hast es falsch geraten. Drip ist mir in den Sinn gekommen, dass mal ein Typ auf unsere Insta-Story, wo wir einen Podcast-Clash mitgemacht haben, haben wir recht ein nices Outfit angehabt. Beide, unabhängig voneinander. Dann hat einer auf die Story geschrieben, ihr habt Drip. Und dann Aha. habe ich, glaube sogar noch so zu dir gesagt, hey, was heisst Drip? Ja. Auf jeden Fall heisst es, wir haben Style. Oder auch mal, dein Outfit hat Style, es hat Stil. Das ist das. Dann Goat ist in dem Fall eben du bist die Beste, du bist ein Goat im Podcast machen. Und das andere eben, I ate ist so, das heißt meistens eben, wenn du du hast gesagt, Flavia, you ate. Also ich kann... Also wenn du... Ja. Wenn ich etwas gut gemacht habe, wenn ich jetzt aber etwas Positives, zum Beispiel ein Marathon gesäckelt bin. You ate. Ja, 42 Kilometer. ja, also zu 8 hätte ich eigentlich sagen, oder ich hätte sagen, das ist die Steigerung von Slay. Habe ich das Gefühl, das ist die Steigerung, ich kann nicht mehr reden, die Steigerung von Slay. Leute brauchen das so als Steigerung von Slay, so von wegen, es ist Okay. nicht nur Slay, sondern you ate. Okay, ich habe dich das noch nie gehört sagen. Sagst du das? Ich tue es eher kommentieren, ate. Okay. Also als Kommentar, das ist so ein Kommentar. Das kann man auch Language. so... Okay. Das kann man auch kommentieren. Wenn Mm. du ein hübsches Selfie postest, kann ich schreiben ate. Flavia, Mm. ate. Mm. Oder Mhm. irgendwie, keine Ahnung, du machst deinen Abschluss. Und schreibe ich 8. Flavia. Nice. Ich weiß auch nicht, Okay. irgendwie so. Ja. So ein bisschen die Steigerung von Slay. Okay, easy. Goat ist richtig. Das Ja. ist der, die Beste in dem, was die Person macht. Aber für was steht Goat? Guys? Aber wieso würde man diese Person Geiss nennen? Wo der die Beste ist? Weil Geissen manchmal so auf Stein stehen und so ganz oben sind. Oh mein Gott. Bist du bereit für den Aha-Moment von deinem Leben? Goat heisst Greatest of all times. Oh. Goat. Checkst du? G-O-A-T. Greatest of all times. Ja. Goat. Aber ich hab gell, Goat. Goat heisst schon auch Ziege. Ja, Ah, eben gut. schon. Aber wenn du so sagst, Serena Williams ist Goat, Ja. dann meinst du nicht, sie ist ein Geiss. Ja, logisch nicht. Eben. Ja, nur weil du... Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, Okay, ja. ein Drip. Geiss ist nicht gleich wie ein Löwe. Also genau, drip. When Wissen someone wir. has drip, it means they have a distinct, appealing sense of style that stands out and makes a statement. Das finde ich nice. Und, Drip. und noch die offizielle Definition von eight. In urban slang, eight means to do something exceptionally well, especially in areas like fashion, performance or appearance. Ah, okay. Das heißt eben Fashion, Performance or Appearance. Eben. Ja, Wenn wow, jetzt jetzt das hast du es mega- nochmal wiederholt. Ja, eben. Ich habe nicht alle Beispiele, die ich vorher gesagt habe, haben Ja. passt in dem Fall. Also Aber super. Gut, Ja. haben wir wieder etwas gelernt. wieder etwas gelernt. Gut. Jetzt komme ich mit einem Input. Und zwar ist die Person männlich, 29,
und hat folgendes Dilemma. Und zwar, er hat so gewordet, alles Dilemma zwischen Fuckboy und Green Flag Boy. Er meint damit, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man am Anfang in Anführungszeichen den Fuckboy-Move macht, von dem Sinn eben so nicht gerade zurückschreiben, ein bisschen die Person hinhalten, warm behalten, nicht gerade seine Intentions preisgibt. Er hat das auch so gesagt, à la Push and Pull. Vielleicht ist das ein Begriff. Und das Gegenteil, wenn man dann aber eher recht schnell die Karte auf den Tisch legt, das wäre so ein bisschen der Green Flag Boy, à la zeigen, hey, schau, das sind meine Absichten mit dir, ich will ein bisschen das und das in diese Richtung. Seine Erfahrung ist, dass wenn er eher den anderen Move macht, so ein bisschen Push and Pull macht, ist er erfolgreicher, anstatt wenn er eher am Anfang gerade so sagt, so, das ist Sache, das will ich, wie sieht es aus? Ja, und ich finde, das Alter spielt, also ich finde schon noch, er ist 29, ich nehme an, er hat gesagt, ich zitiere es eben, weil er hat ein Memo gemacht. Ich nehme an, er hat schon in dem Fall viele Erfahrungen so gemacht. Also, so wenn ich dich richtig verstanden habe, nur weil du jetzt mega lange geredet hast, um es zusammenzufassen. Er datet Frauen und er hat unterschiedliche Erfahrungen gemacht, je nachdem, wie er sich verhält gegenüber ihnen. Wenn er eher so auf Distanz macht, er hat eigentlich nicht so Interesse. Aber dann wieder ein bisschen Interesse zeigen. Aber dann wieder schon und dann wieder ein bisschen nicht. Also so ein bisschen auch verwirrende Taktik seinem Gegenüber, dass er dann erfolgreicher ist. Mehr Interesse entgegenkommt, ja. Mehr Interesse entgegenkommt, als wenn er von Anfang an die Karte offen legt und sagt, hey, das sind meine Interessen und auf das bin ich oder auf das und das bin ich eher weniger aus, sondern eher auf das und das. Genau, und er ist jetzt auf eine Beziehung aus. Jetzt ist er auf eine Beziehung aus, okay. Aber ob er jetzt wieder offene Karte spielt oder nicht, hat er nicht geschrieben oder gesagt. Er wird es beibehalten. Also nein, was wird also er beibehalten? Stimmt. Er hat also ich habe gehört vom Vibe her, dass ihm das andere einfach auf den Sack geht. Weil, was andere? Sorry, das Push and Pull. Also so sein Fuckboy-Getue tut ihm... Was er mal gemacht hat, das schießt ihn an. Und, also auch, dass, Und er wird immer noch mit offenen Karten in seinen Worten weiterhin spielen. Obwohl er merkt, dass es so viel schwieriger ist, dass Interesse entgegenkommt. Ja, oder eben schnell abschreckt. Ja, genau. Und das finde ich eben schon noch spannend, weil ich bin ja schon lange in einer Beziehung und habe keine Ahnung von, wie das Dating-Game heute so funktioniert. Aber was ich von meinen Single-Kolleginnen immer wieder höre, ist, wie scheiße das ist, wenn eben Typen ghostet oder nicht klar ist, was der Typ jetzt will. Also, treffen sie sich jetzt irgendwann wieder oder nicht? Oder irgendwie steht jetzt noch ein anderer im Spiel oder nicht? Also so 1000 Sachen, die man sich irgendwie ausdenken kann, aber man weiß nicht, was Sache ist. Und ich erlebe das so als Freundin von so Personen immer so, das ist für die immer ein Struggle. Oder so, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt da dranbleiben oder auch weiterziehen, oder? Und irgendwie würde ich jetzt behaupten, ja, der Typ soll doch mal sagen, was er will oder doch mal ein Gespräch haben. Aber scheinbar gibt es Typen wie jetzt er, die finden, hey, nein, weil wenn ich sage, was ich will, dann kommt kein Interesse entgegen oder es schreckt ab. Was irgendwie hier auch verständlich ist, wenn man gerade mit offenen Karten spielt, zum Beispiel, hey, wenn man beim ersten, zweiten Kennenlernen gerade sagt, hey, ich bin voll auf der Suche nach einer festen Freundin oder nach einer fixen Beziehung, dann verstehe ich auch, wenn man nach dem ersten, zweiten Date wieso sich unsicher ist, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon wissen will. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in das investieren will. Ich weiß noch gar nicht, was ich will. Es ist mega eine Gratwanderung. Was ich einfach finde, ein Grund, also er hat aber auch gesagt, er hat Kolleginnen, die das spannend finden. Und ich sehe den Punkt. Wo was spannend findet? Aber wenn man nicht gerade das Interesse bekommt. Von der anderen Person immer. Weil, also es ist eigentlich klar, wieso in meinen Augen. Und zwar, wenn sich jetzt, erst an der Frau, wenn jetzt die eine Frau sich daran gewöhnt ist, dass sie viel Aufmerksamkeit bekommt, weil sie ist beliebt. Würde ich jetzt mal sagen. Und sie ist sich daran gewöhnt, dass sie von Männern Aufmerksamkeit bekommt. Dann ist das schon fast langweilig, wenn sie Fingerschnips machen kann und sie hat ihn, blöd gesagt. Drum, ja, aber ich weiß, also... Ich sage nicht, dass es gesund ist. Ich sage nur, wie vielleicht das Ego funktioniert. So à la, das ist noch spannend. Der hat mir jetzt nicht gerade gezeigt, dass er mich super toll findet, sondern er ist so ein bisschen,
das schaffe ich schon noch. Ich habe das Gefühl, dort ist vielleicht so... Ja, das Also glaubst du, dass Frauen so ticken? Oder die einen, oder? Ja, das Ego. Also auch umgekehrt. Kann ich mir vorstellen, ein Typ... Das grosse Ding ist einfach eben die Aufmerksamkeit, wo man sich vielleicht einfach daran gewöhnt ist und wo vielleicht ein bisschen langweilig wird. Und wenn man sie eben nicht... Das ist wie... Aber ist das nicht das, was Leute suchen? Kennt ihr das Lied? Eine Person, die einem Aufmerksamkeit gibt, mit der man etwas aufbauen kann, Nähe und so. Ist das nicht das, was Leute suchen? Doch, das hat er ja auch gesagt, aber manchmal ist es dann... Ich kann nur noch schon wählen, das Ding. Kennst du das Lied? Der Hans im Schneckenloch. Vielleicht kennen ihr das da draussen. Es geht so. Achtung, meine schöne Stimme. Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und was er will, das hat er nicht. Und was er hat, das will er nicht. Der Hans im Schneckenloch hat alles, was er will. Und da ist die grosse Ding so, eben vielleicht hat man die Aufmerksamkeit von anderen Männern schon. Also das verstehe ich. Ja, dass man manchmal nicht das will, was man haben Aber jetzt auf das, eben... Ich habe das Gefühl, das Ego, also alle, ach komm, das ist ja, jetzt... ich weiss, es hat und etwas, ich finde es ja. scheiße. Also zum Beispiel, ich finde am Anfang, wenn es jetzt genau, du hast gesagt, du hast eine Single-Kollegin, so, wann sehen wir uns wieder? Zum Beispiel das beheben oder zum das... dort finde ich, kann man gerade am ersten Date, wenn das gut läuft, kann man gerade die Karte auf den Tisch legen, so hey... Aber was ist, wenn die Person, die offene Karte bekommt, sozusagen, wie findet, hey, du triffst mich, in dem Fall, weil du dir mit mir vielleicht herausfinden willst, aber die Person will das vielleicht gar noch nicht wissen. Die will vielleicht auf ein zweites Date gehen und so sein, ja, mal schauen, was aus uns wird. Ja. Und wenn die eine Person schon mit offenen Karten spielt, dann ja, kann es vielleicht überfordernd sein. Ich habe dort oder nur mit abschrecken. offenen Karten nicht gerade gemeint, dass du sagst, beim ersten Date, hey, ich will eine Freundin, sondern wenn du es gut gefunden hast, so hey, zum dem anderen Dilemma aus dem Weg gehen, so alle, schreibt er jetzt, schreibt sie, sehen wir uns nochmal. Einfach gerade beim ersten Treffen, wenn es gut läuft, so hey, cool gefunden, wenn wir gerade das nächste Treffen abmachen, auch wenn es erst in 3 Wochen ist. Nicht zu viel Druck machen, alle so, ich will dich jetzt gerade die 2 Tage... aber wie realistisch ist es? Ich weiß ja nicht. Du bist ja die Single ist von uns 2. Wie realistisch ist es, wenn nach dem ersten Date, das endet ja vielleicht nicht gerade in der ersten paar... Also man hockt ja nicht an, redet 3 Stunden und dann steht man auf und hat einen neuen Termin im Kalender gemacht, sondern irgendwie, man läuft weiter, man zieht um die Häuser. Ich weiss auch nicht, als ob du dann am Schluss gerade so sagst, ja, also, es war super heute, es ist gut gelaufen, was meinst du, treffen wir uns nochmal? Also wenn, ich habe das realistisch? Ich habe nachher geschrieben. Eben, und zack, jetzt würde ich dich ignorieren. Ja, das ist scheiße. Eben drum, das sind wir beim Dilemma. Was machst du denn? Schreibst denn du nochmal? Oder findest du, schau, wenn er jetzt 2 Tage nicht zurückschreibt, du hast das Gefühl, es ist gut gelaufen, er schreibt 2 Tage nicht zurück, hast du jetzt das Gefühl, es ist immer noch gut gelaufen? Sorry, ich habe gerade was habe ich für ein Gesicht gemacht für die Leute, die nicht mich sehen? Einfach so Ekel. Dein Gesicht hat gerade nach Ekel Ja, das Dilemma-Gesicht. Weil es ist wirklich ein Dilemma. Es ist... die Scheiße. Also wenn ich so Sachen höre, denke ich immer, ich bin irgendwie froh, muss ich nicht daten. Ich glaube schon, dass ich, wenn mal angenehm wäre singen, ich glaube schon, dass ich auch die schöne Seite vom Daten würde sehen. So, das Ganz ehrlich, ich würde das so interessant finden. Nervös. Aber so, ich höre so oft so scheiß Storys oder mühsame Sachen, wo ich mir so bin, boah, ich hätte nicht gar keine Zeit für so ein Problem. Oder gar keinen Nerv auch. Ja, aber es kann auch ganz anders laufen und ich hoffe für den Dude, dass aber du hast ja deine Schiene glaub, gefunden, wie du sagst, dass du dort beibehaltest, dass du mit offenen Karten spielst. Und die anderen, ich glaube, deine Erfahrung zeigt, sind es dann halt einfach nicht wert. Und ja, was ich einfach allgemein sage, Leute ghostet nicht, das habe ich glaube schon mal gesagt. Dann ist mir auch egal, wenn ihr eine Lüge erfindet, wieso ihr jetzt nicht die Person... Oder eben einfach so sagen... Ich bin auch ghostet worden. Ich habe mal 2 super Dates gehabt. Wir haben uns super verstanden. Er hat sogar geschrieben, hey, mega toll gewesen, cool gewesen, gut, nochmal getroffen, auch gut gewesen. Nichts mehr gehört. Und irgendwann, also ich habe dann glaube schon etwas geschrieben, nachher habe ich irgendwann geschrieben, du... also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, oder? Das war vor deiner Beziehung. Das war vor meiner Beziehung. Und ich so, hey, ist etwas? Also vorher haben wir voll den Drive gehabt, im Schreiben auch. Sag jetzt doch etwas. Du hast gefragt, ist etwas? Irgendwie so, ja, ich glaube nachher so, ja, sorry, er hat seine Ex wieder getroffen und es ist dort wieder ein bisschen... Und ich so, sag mir doch das, Kopf, auch wenn es weh tut, aber
Du kannst mich doch Weil einfach... dann kannst du es abhaken. Ja. Und denkst du nicht so, was habe ich jetzt wieder falsch gesagt? Oder Ja, falsch geschrieben? darum ghosten, das geht nicht. Oder schreibt Punkt. einfach... Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich bin nicht gut in so Sachen. In Ich Rat lieb's. geben. Ich bin nicht gut. Aber Leute, ich würde so gerne, eben, Luca, also der Jenny, ihr Freund, ich habe dich sehr gerne, aber ich würde Jenny so gerne sehen, daten, Mann. Warum? Einfach, dass du kannst mal wissen, wie das ist. Ich weiss, also ich stelle mir das sehr mühsam und energieraubend vor. Aber es kann auch das Gegenteil sein. Ja, sicher. Schmetterling im Bauch und nervös sein und herzige Nachrichten austauschen. Aber das kann ich ja auch mit meinem Freund haben. Ja, nein, sage ich ja nicht. Aber ich weiss schon, es ist nicht ganz vergleichbar, obviously. Aber ja, Jenny aber- freut sich auf jeden Fall wieder, also was heißt was? wieder, dass ich am Daten bin. Weil Jenny, Ja. ja. Ja, das ist jetzt wie nicht so nett deinem Ex-Freund gegenüber. Aber ja, ich habe gesagt, es tut mir mega leid, aber ich bin schon auch ein bisschen gespannt auf deine, wer weiß, irgendwann zukünftige Dating-Geschichten, die wieder ein bisschen zu hören und so. Weil das, eben, ich sage ja, ich bin immer froh, ich finde das Top-Unterhaltung, wenn mir meine Freundinnen von ihrem Datingleben erzählen. Das finde ich super spannend. Da gebe ich gerne meinen Input dazu und meinen Senf und so. Aber ich würde nie in ihrer Rolle stecken. Ich denke mir so, Nie. nein, ja, oft. Ja. Okay. Also ich habe mir jetzt noch nie gedacht, mit dir würde ich gerne Rollen täuschen. Okay. Das denkt sich jeder andere bei mir. Also, Warum? weil ich in einer Beziehung bin, so in einer so guten. Ha, nein. Ja. Aber ja, du. Ist ja schön für dich. Ja, also. Sind wir Oh schon mein durch mit Gott. den Inputs? Ja, einen hätten wir noch, aber wir können auch über das nächste Thema ein bisschen länger, über Flavia fragt Jenny Chat, vielleicht macht das ein bisschen etwas auf. Okay, mal schauen. Wir werden es jetzt dann herausfinden. Weil du hast das, glaube ich, auch schon gemacht und ich auch. Und können wir von unseren Erfahrungen erzählen. Also. Und zwar, Flavia fragt Jenny Chat. Jenny, was haltest du von oben ohne Sündeln, jetzt du als Frau? Finde Nur ich, du. also wie nur ich. Zuerst mal, wie du es findest. Also ich finde es super. Ich finde es mega comfortable. Also ich muss sagen, ich habe das erst einmal gemacht. In der Frauenbody in der Enge, wo ich mit einer Kollegin zusammen dort am Bädeln war. Und der erste Moment war ein bisschen befremdlich gewesen, weil ich bin mir halt immer gewohnt, mit einem Bikini-Oberteil in der Öffentlichkeit zu sein. Und ja, mit meiner Nacktheit per se eigentlich kein Problem vor Freundinnen in der Garderobe, so im Gym. Mir ist gleich, wenn mich Leute nackt sehen, in eben so Frauen. Gym? Aha, in Einfach der Garderobe, ja. Ja, logisch, in der Garderobe. Einfach mehr so, ich habe kein Problem damit, wenn ich eben in so Umkleidekabinen und so nackt, mich andere nackt sehen. Oder so im Cycling und so, wenn ich an der Dusche anstehe und so. Aber in der Öffentlichkeit auch, ist es also an der frischen Luft, sage ich jetzt mal, ist es irgendwie komisch dann gewesen, so das Bikini-Oberteil auszuziehen, aber mehr, weil ich das nicht so gewohnt bin. Aber dann habe ich gemerkt, es juckt ja keine. Und es ist auch beim Schwimmen so ein anderes Gefühl. Und Nackt schwimmen ist es geil. ist eigentlich cool, ja, es fühlt sich mega gut an, es fühlt sich so frei an. Und Mhm. dann sind wir in den See rein und zum Floss geschwommen und beim Floss wieder das Kletterli. Das Das Leiterli. Leiterli rauf und dort so gesünnelt. Und auf dem Floss sind auch noch andere Personen gewesen. Und es ist nicht weird geworden, weil ich es nicht weird gemacht habe. Ich habe mich der Situation voll so... Aber auf dem Floss sind auch andere. Ich weiss nicht mehr, ob es Männer Weisst hatten oder nicht. nicht. Das kann ich mich gerade nicht erinnern. Weil meine Erfahrung Aber ist ich finde auch. es cool. Also sagen wir so, ich finde es gut, wenn man sich, also ich finde es toll, wenn man sich das traut, weil das zeigt ja auch eben, dass man sich wohlfühlt im Körper und dass man dass man sich wohlfühlt halt im Körper, wenn man irgendwie sich das traut. Aber eben, wir haben es vorher darüber gehabt, kurz so, wenn dann es muss ja auch sozusagen die Umgebung stimmen. Wenn irgendwie du das Gefühl hast, man kann dich von irgendwelchen Winkeln in der Body schon noch beobachten, so von außen. Wenn es nicht ganz sichtgeschützt ist, dann verstehe ich auch, wenn man das nicht so cool findet. Mhm. Ich habe auch nur eine Erfahrung einmal gemacht, also die in meiner Heimat, wo ich keine Nachbarn habe. Und dort, Hast du oben ohne gesündelt? ja, immer. Im Garten oder wo? So, wir haben so eine Wand zum Aufziehen Ja. zu der Straße. Und ja, die ist mir egal, wenn ich oben ohne rumlaufe. Also, wir haben da, fühle mich da nicht unwohl, sowieso die Ja. Aber meine einzige Erfahrung in der Öffentlichkeit ist auch in einer Frauenbad in Bern im Nymphengärtchen. Das tut so herzig. Nymphengärtchen. Ja. Nymphen sind doch so Body-Nixen, oder? Ja, genau. Nixen. Ich glaube, es heisst Nymphengärtchen. Auf jeden Fall, also sind nur Frauen dort
Und dort hat es dann also komplett nackt viel gehabt. Das habe ich dann trotzdem nicht gemacht. Ja. Und ich bin auch kurz drinnen und bin so gewesen, also ich will euch ja jetzt nicht anschauen, aber irgendwie laufe ich halt an euch vorbei und sehe euch in meinem, im Mikro in meinem peripheren Sehen. Und es hat Altersklassen von 15 bis 90. Wirklich alles gehabt. Und dort... Nackt? Ja, nackt. Okay, krass. Und So ich jung, ja. habe, glaube noch das Bikini angehabt. Hättest du auch dürfen. Und nachher, so kurz den Moment, so das wegzunehmen, war ein bisschen komisch gewesen. Eben, weil man das sich auch wenig gewöhnt ist. Ja, und ich habe auch nicht gewusst, so die Kollegin und ich, wir haben uns schon nackt gesehen. Aber es war trotzdem so gewesen, wie ist jetzt echt das mit meiner Kollegin eine Stunde so nackt zu reden in der Öffentlichkeit? Aber also ich habe es auch irgendwann vergessen. Und ich bin mich halt auch daran gewöhnt, ich habe keine BHs eigentlich mehr an. Darum habe ich mich eigentlich an das Gefühl gewöhnt, so keine freie Brust zu haben. Keine drückende Stelle und so. Ja, ja. Und eben Baden ist schon auch hure geil. Aber ich sehe es halt schon noch an, es ist ein sekundäres Geschlechtsteil halt, für mich. Ich finde das nicht. Ich Doch. finde das gar nicht. Warum? Also, warum? Doch, für mich sind... Also, findest du das normal oder okay, dass Männer das gerade aufgeilt? Oder wie meinst du? Nein, aber also, oder auch Frauen. Weil ich finde Brüste auch sehr schön. Ja, das finde ich auch. Und ein Dekolleté finde ich schon... Es tut mich... Also reizen? Ja. Also in dem Sinn von, dass ich nicht einfach so... Ich finde zum Beispiel bei Männern Arm schön und ich könnte jetzt Frauenbrüste nie so ansehen wie ein Mannenarm. Weißt du, was ich meine? Aber das muss man ja nicht vergleichen. Ja, aber wenn es so normal wäre wie ein Arm, weißt du? Es ist ja immer die Frage, was ist normal? Also weißt, Für es mich. ist normal, was die Gesellschaft Ja, das für haben wir normal ansieht. Ja. Eben. Und Frauenbrüste sind einfach nicht, werden eben als sexualisiertes Körperteil angeschaut, Ja, was aber ich nicht okay finde. Ja, aber ich tue... Du weißt ja, ich habe selten Ausschnitt an. Und wenn ich sexy sein will, habe ich auch Ausschnitt an. Weil du weißt, dass andere das reizend finden. Nein, weil Oder? ich's ja das. Und weil ich es an mir auch sexy finde. Ja? Eben, dann tue ich es so sexualisieren. Weißt du? Ja. Ja, es ist... Ja, ich merke gerade, dass ich in dem Thema nicht so sattelfest bin. So, eben. Ich merke, dass ich so viel mehr noch zu dem sagen will, aber ich bin ein bisschen gehemmt, weil ich nicht so eine sattelfeste Meinung habe oder gerade nicht so informiert bin zu Sachen. Weißt du, was ich meine? Aber ich weiss auch nicht, ob das voll... Da sind wir jetzt auch wie nicht mehr so beim... Ich finde das spannend und kommen wir gerne darauf zurück in einer anderen Folge, aber so zum Zurückkommen auf deine Frage, ich finde Obmoni Sünnele toll, super. Finde ich cool, wenn man das macht, wenn man das kann, wenn es Orte gibt, die das erlauben. Du, wo das machst. Ja, auch, eben. Aber nein, nur weil du judgest jetzt dein Verhalten, nicht, dass wir andere jetzt fest... Nein, wir judgen nicht andere. Ja. Eben darum, sage ich, kann ich wieder zurück auf den Punkt kommen. Was würde ich sagen? Ich finde es nice, eben in einer Teilöffentlichkeit, wo ich mich wohlfühle. Aber ich glaube, ich werde nie Also der Frauenbody wäre Teilöffentlichkeit. Ja, für mich. Ja. Jetzt gerade. Ich wüsste nicht, ob ich mal am Mittelmeer Obeone sünneln. Aber mal schauen. Was ich einfach geil finde, ist, wenn niemand rum ist und dann nackt baden. Ja, das ist toll. Habe ich das schon mal gemacht? Ist schon mega lang her, merke ich gerade. Ich habe das mal gemacht und nachher bei mir in Eck, wo ich gewohnt habe, in der Body unten und nachher ich glaube mit einer Kollegin zusammen. Und dann war halt niemand eigentlich dort gewesen, aber in der Zeit, wo wir drin waren, ist ein Auto angefahren und wir so, oh, was machen wir jetzt? Also ist es dann nachher wieder weggefahren oder wie lange ist das? Nein, es war glaube ich schon noch dort gewesen, und dann sind wir so kurz so rausgekuscht. Ja, weil, keine Ahnung, gell, dort oben kennt man sich auch. Wenn man, ja. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ja. Oh, das mit deinem Onkel, der dich nackt gesehen hat. Oh mein Gott. Leute, ich habe lange nicht gewusst, was ich erzählen werde, wenn mich mal gefragt wird, was ist das Peinlichste, was da passiert ist. Ich weiss es seit 2 Jahren etwa. Und zwar, aber wenn ich gesagt habe, bei mir daheim ist easy, tue ich manchmal
bin ich nach der Dusche ohne Tüchli in mein Zimmer raufgelaufen, weil ich kein Problem habe, wenn meine Eltern mich nackt gesehen haben. Und so habe ich mich meistens auch nackt eingecremt, auch ohne Bikini, um die Scheiße, weißt du, um das nicht zu lüpfen. Einfach ist viel einfacher, sich nackt zu eincremen. Und dann habe ich halt Musik gehört im Bad, oder? Gut, Musik gehört, schön eingecremt, gut. Und dann war halt der Rücken gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, die Mami muss halt meinen Rücken eincremen. Gut, Nackt ins Wohnzimmer. Genau. Ich noch mit Musik, gell, reingelaufen. Oh mein Gott. Bleib wie ein Eisblock stehen. Nein! Schau an meinem Onkel in die Augen. Oh mein Gott. Und mach nachher so halt irgendwie so, ich bin wirklich komplett, ich so unten meine Hand und dann oben so meine Brüste bedeckt. Und ich so, ich weiss nicht, was ich gemacht habe, aber ich bin auf jeden Fall zurück ins Bad gesackt und ihm war es halt, glaube ich, auch verdammt unwohl gewesen. Oh mein Gott. Und ich glaube, wir haben auch nie mehr über das geredet. Aber hast du den Onkel mal wieder gesehen seitdem? Ja. Nein, wir haben nie Das erste Wiedersehen ist doch so... Oh. Ja, und vor allem noch, weil es der Onkel war. Wenn seine Frau ist zum Rücken, also hat zum Rücken zu mir geschaut, wenn sie es gewesen wäre, wäre das halb so schlimm gewesen. Aber das ist... Nein, der Onkel. nein. Und... Oh mein Gott. Und Ja, das habe ich nicht mehr gewusst. Ich hab gemeint, ja, dass ihr euch in die Augen geschaut habt, das Detail habe ich nicht mehr gewusst. Aber oh mein Gott, aber wenigstens hat er dir in die Augen geschaut. ja, aber habe ich ja trotzdem nackt gesehen. Ja, logisch. Oh mein ja. Gott. Also komm, wir ziehen noch ein Glückskeks. Oh! Jenny hat wieder mal Glückskekse dabei. Oh, Ja. schau, jetzt können wir wieder den Ton machen. Achtung. Und auch wenn wir den Keks brechen, ASMR. Achtung. Ja. Ich breche jetzt den Keks, Achtung. Ah, okay. Deine ist gerade verflüssert. Also. Also bevor wir essen, Jenny, wie letztes Mal, tun wir jetzt Geil. zuerst vorlesen. Geil, ich habe einen Also. geilen Spruch. Okay, sag's. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Yeah! Das ist ein Spruch von Bill Kaulitz. Wirklich? Ja. Hast du Kaulitz und Kaulitz geschaut, die neueste Staffel? Nein, hast du natürlich nicht Doch. geschaut. Du hast geschaut? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob er das in dieser Staffel gesagt hat, aber der Bill und der Tom, die trinken ja immer so viel, die haben immer Drinks bei jeder Ja, und Folge. dann sagt er, let the party begin. Oh nein, the party has arrived. The party has arrived. Das sagt Call the police. Das sagt er immer. Auf jeden Fall sagt er immer, er ist immer ein Vertreter von Leuten. Feiert, macht Fest und feiert Fest, wie sie fallen. Und Ja, das ist ein nicer Spruch. Zettel, yay. Ja. Finde ich gut. Yay! Was steht bei dir? Ah, Was steht bei dir? ja, es läuft wie geschmiert, Erfolgsphase. Tut's das bei dir? Comme si, comme ça. Komm ça. C'est In la paar, vie. ja, genau. In ein paar Bereichen ja, in ein paar Bereichen nein. Okay, lassen wir das mal so stehen. Ich Ja. habe natürlich auch eins für euch mitgebracht. Oh, so Bei gut. euch steht Gutherzig ist Jennifer. Folgendes. Okay, Leute. Euer Schicksal ist... Sie lassen sich weder beeindrucken noch verunsichern. Das verschafft ihnen Respekt. Mm. Was? Ich muss nochmal lesen. Sie lassen sich weder beeindrucken noch verunsichern. Das ist schön. Okay. Ja. Das lasse ich auch unkommentiert. Ich würde auch sagen. Ich habe noch einen Rückbezug zu der ersten Person nehmen. Sie Ja. weißt du, wegen ihren Typen. Passt das auf jemanden? Lies nochmal. Ach, scheiße, jetzt bin ich schon versorgt. Sie lassen sich nicht verunsichern. Sie lassen sich weder beeindrucken noch verunsichern. Das verschafft Ja, ihnen nein. Respekt. Sie ist leider verunsichert, weil sie hätte dir ja gesagt, ist das normal? Ja. Ja. Aber ja, danke viel mal für die Glückskekse. Yes. Danke vielmal, Leute, für die Einsendungen. Ja, oh mein Gott, wir haben gar nicht erwähnt, was wir für T-Shirts anhaben. Oh mein fucking Dia. Also, Leute, jetzt schaut mal, wie cute. Jetzt Jetzt müsst müsst ihr ihr wirklich hineinschauen. Schaut. Ich hätte das am Anfang sollen sagen. Auf jeden Fall haben Flavia und ich Fiasco Famoso T-Shirts an, die uns unsere Ex-Produzentin geschenkt hat. So herzig. Ja. Einfach, das ist einfach unser erster offizielle Merch. Ja, mega. Wir haben leider nur 2 Exemplare, aber ja, die haben wir jetzt zu Feiern des Tages in dieser Folge an. Tut sich gut. So etwas bedruckt. Ich schwöre, ich habe extra meinen Eyeliner dazu gematcht. Und deine Ohrringe, die man leider nicht sieht, sie sind auch blau. Da, genau. Ja, genau. Also hey, danke vielmals fürs Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne bewerten, ihre Insta-Story sharen, auf WhatsApp teilen, euren Kollegen, Kolleginnen erzählen und ja, in 2 Wochen vor allem wieder einschalten. Nein, nächste Woche. Nach dieser kommt es jetzt noch. Ex-Radio.
Extra Audio next week. Genau. Also, habt's gut. Gute Zeit, gute Woche. Ciao zusammen. Tschüss. Findest du es cringe, dass ich winke, gell? Nein, ich habe einfach wegen dir gelacht, nicht wegen deinem Winken. Einfach Aha, so. gut.